Hey Joseph, was verstoppst das dann die ganze Zeit? Weiß das doch mal. So, du musst sehen. Was soll was sein? Aber Joseph, wenn du das nicht verrätst, was du musst, dann können wir ja auch halt nicht dabei lehren. So, meine Erfindung ist noch fertig. Eine Erfindung? Für was weißt du dann nicht? Hallo, noch nicht. Weil stell dich mal vor, von erst draußen gibt meine Erfindung kopieren und du mal reich gehen. Und das will ich schon nicht, weil ich will ja selber gerne reich gehen. Ah ja, logisch. Aber was musst du dann nur machen? Aber ja, ich muss verdammt meine Erfindung patentieren. Das heißt, rechtlich schützen lassen. Und dafür gehen wir heute auf die Lützeburger Patentamt. Kommt mit. Interessant. Ah, hey, was ist das? Ich wusste aber auch noch nicht, dass da der Ministère de l'Économie ist. Ma ja, Herr Science, das sieht ja ganz interessant aus. Aber wie der sieht, Erfindungen sammeln wir eigentlich nicht. Also das Einzige, was mehr machen, dass ihre Erfindung ummelden und dann gucken, dass sie ein Patent kriegt. Okay, aber dann meldet meine Erfindung sehr aufwandschrift. Also, wisst ihr, so sehr geht das auch noch nicht. Aha. Das heißt, der darf zum Beispiel nicht patentieren, was es schon gibt. Aha. Dann muss der Leute selbst mal gucken, ob ihre Erfindung neu ist. Aha. Und das können wir am Centre de Veille Technologique machen. Okay. Aber wenn das geschieht, dann könnt ihr eine Demande schreiben und du hast am besten geht bei einem Patentadvokat, den ihr da hilft. Und das ist alles gratis? Schön wäre es, schön wäre es. Aber du wirst 2.000 bis 3.000 Euro bezahlen. Eid, da gehe ich also für dich ich kann reich gehen. Merci aber. Eddie. Und vergiss nicht, die Erfindung geheim zu halten, bis er so gemeldet wird. Okay, hier, Herr Manisch. Und dafür geht es los auf den Kirchspiel an das Centre de Veille Technologique. Voilà, dann gucken wir mal an Datenbanken weltweit, ob es die Erfindung durch schon gibt. Okay. Ja, und hier leitet dann auch die eine oder andere Sache, die schon patentiert gouf. Nee, Joseph, das geiert sich nicht, packt nicht alle Sünden. Oh, pardon. Joseph, hast du dann nur den geheimnisvollen Erfindung? Nee, das hat den anderen erfunden. Genau, Joseph, an den hat sich da doch schon patentieren gelos. Das gesagt den Hai unter Patentnummer. Ah ja, Tatsache. Lo dann auch zu Ihrer Sache, ich finde eine gute Nachricht, weil ich schon noch nicht von am Computer an es schenkt dann so zu sehen, dass der Erfindung nach nicht geht. Ah, super. Mr. Science, Mr. Science, Mr. Science, Joseph. Ah, ja. So, Mr. Science, lo muss der Erfindung nach just beschreiben und zu Papaya bringen. Okay. Joseph, du weißt all Mensch, was davon tust. Wir wissen noch immer nicht. Weißt du das dann noch? Kommt, ich beschreibe mir das. Meine Erfindung ist ein Rim. Zwar kein ganz gewöhnlicher Rim, aber ein Rim, den ich sowohl normal kann benutzen wie auch als Babystuhl. Da brauche ich noch just ein Baby. Hopp. Voilà. Genial, ne? Übrigens, Mr. Science, hat das schon eine Nummer für Ihre Erfindung? Ja, ich wollte den Papa-Baby-Stuhlriemen nennen. Dann denkt aber daran, dass er sehr bei Patentadvokat geht, für zu Papaya zu bringen und dann können im Patentbüro zu deposieren. Okay, das meine ich dann. Vielmals merci. Das ist gerne geschehen. Eddie, da gehe ich noch hin. Voilà, schon die Beschreibung von meinem Patentadvokat an meiner Erfindung an, da können wir so ummelden. Kriegen Sie mein Brevet? Also sehr geht das auch nicht. Also der Teil geht auf München, auf das Europäische Patentamt geschickt wird, sie überprüfen. Aha. Und dann dauert das 1,5 Jahre, bis der Patent kriegt. Okay, das ist... Nee, ich gesehen, da sind ziemlich ungeduldige Mensch. Ich habe aber schon eine provisorische Papaya 4 berät. Aha, super. Voilà. Okay, vielmals merci. Und so kann ich meine Erfindung verkaufen gehen? Genau. Also lo, wo der Rim angemeldet ist, lo kann noch kein anderes Patent mehr drauf kriegen. Okay, super. Da gucken wir mal, ob sich das verkaufen lässt. Ha! Hey, am ganzen Babygeschäft haben sie meine super Papa-Baby-Stuhlriemen-Erfindung noch nicht. Da bin ich schon mal gespannt, ob sie mir die aufkaufen. Entschuldigt, Juffa. Moin, Mr. Science. Kann ich meine neue Erfindung kurz vorstellen? Ja. Das ist ein Papa-Baby-Stuhlriemen. Flott, könnt ihr mal aufweisen, wie das funktioniert? Ja.
Mr. Science, mir sind daran interessiert. Ich stelle mal gerne 100 Stück. 100 Stück. Ja, 100 Stück. Das Problem ist, das ist mein Prototyp. Und der kommt just mal wegen dem Steck. Da muss man es aber produzieren lassen. Weil mir sie wirklich daran interessiert. Ja, also Gott sei Dank kann ich mein Patent haben. Dann gehe ich mal produzieren und da komme ich dann später ein zurück. Okay, merci. Gut, merci, Eddie. Ich bin um richtig weh. Mehr für man so eine Erfindung bekannt zu gehen, muss ich sich schmänglisch ordentlich umrappeln. Aber ich gehe mal produzieren.